Da sind wir und schauen mal, wie uns der Wind verarscht. The Long Dark. I have a bad feeling I'm never gonna see this place again. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Das Kletterseil ist da. Was muss ich jetzt machen? Oh, Mackenzie. What the hell? I guess that rope was older than it looked. Ist das Seil kaputt gegangen? Tatsächlich. Aber das heisst, ich sehe eigentlich jetzt 5 Kilo weniger Gewicht, oder? Ohne dem Seil. Yes! Sehr schön. Gut, es hat ein neues Quest gegeben. Finde einen Weg durch die Berge. Ja, das machen wir natürlich. Ist wenigstens nicht kaputt gegangen. Ja, Omi, wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ich sage es sowieso nicht. Climbing Area. Dahinter. Das ist irgendetwas. Das Häuschen mit dem toten Hirsch. Soll ich den ausnehmen? Hey, das ist der Meti. Okay, also vorher hast du es schöner gehabt, ein bisschen lauschiger. Gleiche alte Stock. Und dann hat man wieder einen Kaffee parat gemacht. Das Feuerchen haben wir da auch. Könnte uns nicht sogar schlafen lassen. Etwas zu Futter hat er auch noch. Ja, dann... hallo, du... pessimistisch Trübsal blasender End of the World Man. Was hast du Neues zu sagen? So, we meet again. This what you do? Hang around campfires and share wisdom? These are confusing times. Let me see if I can help you make sense of them. I am an old man. I've seen many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned. Now we're paying the price. Are you talking about religion? Not religion. Redemption. Is this about the lights in the sky? The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested. We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime.
Perhaps. Yet you take the role of the avenging angel, choosing who will live and who will die. Avenging angel? You talking about the convict? How do you know about that? Was it easier to do it, thinking nobody would ever know? The guy was a killer. If I let him go, he'd have killed again. Or worse. I did the world a favor by putting him down. You might have. But die by the sword could be a tough philosophy for a civilization that's just been undone. Look, we've lived through lots of power outages, and the thing is, the lights always come back on. You might dispel the darkness at times, but the light is never coming back. Good luck, old man. Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. I have a feeling you're going to need it. Okay, das ist echt komisch. Wieso weißt du das? Sollte nicht mehr reden. Es ist noch nicht mal Mittag. Ich denke, ich ziehe weiter. Und da könnte man sicher gemütlich, ich nenne es mal meine Base. Meti Base. Also das ist schon ein bisschen komisch, dass du das weißt. Was ich da gemacht habe mit dem Sträfling. Aber ich halte nach wie vor, dass ich ein total reines Gewissen, das ist ein schlechter Mensch gewesen. Okay, sieht man, wo ich hin muss. Dann geht es wohl nicht weiter. Wieso weiss der Meti, was ich gemacht habe mit dem Sträfling? Also jetzt habe ich eine Höhle und ein Seil. Und ein Hasi. Hasi. I'll be hungry later. Ja. Ich habe jetzt Schlafsack mitgenommen. Ich habe den Schlafsack nicht mitgenommen. Doch, da. Could end up being useful. Der ist in besserem Zustand, also nehme ich den. Ich nehme mal beide. Ist eigentlich alles zum Feuer machen, aber... Ich nehme es jetzt einfach mal mit, ich kann sie wieder wegschmeißen, wenn es zu heavy wird. Was hüllt jetzt da? Yeah, fressen den Meti! Der ist schon abgeschlossen mit seinem Leben. Ja, ich denke, es geht da weiter. Wäre schön, wenn man nicht abstürzt, zur Abwechslung.
Ja, muss in die Richtung sein. Genau, ja. Mal speichern, falls ich da abstürze. Ich bin nie gut im Jump'n'Run gewesen. Ich hatte mir schon früher einmal auf dem Nintendo Mario gehasst. Und dann noch mit der Sissy McKenzie da. Das ist wesentlich weniger stabil als mit dem Yoshi und Mario. Vögel. Schön toter Hirsch. Aber den lasse ich zu wie es kann. Nur Futter wird jetzt nicht nice. Nö, schon warm. Wir müssen. Ja, ich weiß, ich könnte hier rennen, aber jetzt müdigkeitstechnisch bin ich schon so übel dran. Ich weiß nicht, wie lang, also wahnsinnig lang die Reise ist nicht mehr gegangen. Ja, wir sind fast stehen. Man könnte es mal nicht provozieren, dass man da irgendwas mit zum Schnee umkippt. Öli. Mach gut, damit das mal lieben. Wow. Wegen dem milden Verlauf, ich denke, wir verlassen Kapitel 1. Okay. Ich bin noch zurückfreuen. Holz, Sackgasse aus, also jetzt da weiter. Oh, die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Wieso? Ah, jetzt bin ich überladen. Aber nur knapp mit dem Speicher, jetzt keine Lust. Da ist ein Abladen wegen dem bisschen. Das ist aber eine recht grosse Höhle. Auf der Haus nichts. Fackeln.
Ausgang. Das Licht am Ende vom Tunnel, ich speichere mal noch zur Sicherheit. Keine Ahnung, was da hinten. Bevor da irgendein Wolfsrudel hinter uns überfällt. Ja, das war wohl Episode 1 gewesen. Schauen wir rein. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir starten zumindest Episode 2, dass wir die mal gesehen haben. Los geht's. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays the tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. But don't you come here and say time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again so are you. And the lions roar, that's me evading and hollering for you. And I never really knew what to do. Lead you back to me. Hey. Damn it. Not again. No. The lights. Hey. All good. Easy. Take it easy. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. Kill it? I don't think so. But I hit it. Maybe scared it away. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. Shit. He got me good this time. This time? Yeah. Me and the old bear go back a ways. There's
There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that. I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels. I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. You some kind of doctor? No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well... closest help is probably in Milton. Back the way you came. There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. The next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's got to be somewhere nearby that might have medical supplies, or another radio we can use. You might find some comms gear, or parts, in the old Carter Dam. It's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. It used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Here. Take my rifle. You won't kill him, but you might scare him off again. Right. Watch out. The dam. Unstable. Wait, what? What do you mean unstable? Damn it. He's passed out. Okay, ist jetzt überraschend, weil eigentlich habe ich ja genug Medis mitgenommen. Da wäre ja eigentlich alles vorhanden, was er braucht. Okay, aber wahrscheinlich wird es einem da jetzt halt nochmal durch die Sachen durchlotsen. Das haben wir in der letzten Episode gelernt, wie man das macht. Aber die Quests sind jetzt alle nicht da, die ich gerade aufgezählt habe. Schräg. Und wir finden dann das dort. Egal. Anyway, ich glaube, ich beende jetzt die Episode. Wir haben jetzt den Übergang gemacht in die zweite Staffel, die zweite Episode von The Long Dark. Aber jetzt ist für mich wirklich Neuland. Ich habe es noch bis dahin gemacht und ich habe noch keinen Fuß vor die Hütte gesetzt. Ich kann mal schnell auf die Karte schauen, was es so erwartet. Scheint ein bisschen grösser zu jetzt als Milton. Da ist der
Der letzte Pilzjäger, das ist doch er. Keine Ahnung. Hauspelzjäger, Lagerbüro. Ein paar Sachen hat es dort. Aber ich muss auch dort hin, wahrscheinlich ist dort der Staudamm. Gut, also wir haben das Intro gehabt, wir haben wieder den wunderschönen Song von First Aid Kit, der Lion's Roar, gehört. Das gibt mir natürlich wieder mal für YouTube Copyright-Verwarnung, aber ist mir wert, weil der Song ist einfach zu schön und ich finde es eine wunderschöne Stimmung, um sich auf das Spiel einstimmen, auf die neue Episode. Ich beende es jetzt da aber und ich sage in der nächsten Episode, oder in der nächsten Folge von Let's Play Shooty The Long Dark geht es in die Episode 2 von The Long Dark. Ja, bis dann. Tschüss.